6 Jahre unseres Lebens verbringen wir mit Essen. Würde man alleine die Brote, die wir während eines Lebens verschlingen, auftürmen, wäre der Brotberg knapp 3000 Meter hoch. Mittlerweile aber ist bei uns in der westlichen Gesellschaft das Essen längst mehr als eine Überlebensmaßnahme. Für fast manche ist es eine Religion. Grund genug, heute einmal über das Essen und das Kochen zu philosophieren. Herzlich willkommen. Bei mir am Tisch sitzen der Schweizer Sternekoch und Kochweltmeister Ivo Adam und der Mediziner, Chemiker, Biologe und Geruchsforscher Hans Hatt. Herzlich willkommen. Herr Adam, Kochen ist in aller Munde, Volkssport geworden. Sind wir eigentlich vom Essen besessen? Ja, es sind die Emotionen, die uns tagtäglich überlegen zu geben, ob wir richtig sind. Ist es das richtige Essen? Wollen wir noch mehr? Auch eine Sucht. Es ist schon Lifestyle auch ein bisschen. Herr Hatt, ist dieser Lifestyle etwas sehr oberflächlich oder geht das in die Tiefe? Also wenn wir es physiologisch betrachten, geht es ja in die Tiefe. Ich glaube, viele Menschen sehen es ein bisschen oberflächlich heutzutage. Wir haben ja oft schon das Problem, dass je toller die Küchen sind, umso schlechter kochen die Leute. Das ist wie beim Skifahren wahrscheinlich. Je toller die Ausrüstung ist, umso schlechter geht es oft. Also, aber in Wirklichkeit muss man schon sagen, dass das Essen auch ganz tief in uns dann im wahrsten Sinne des Wortes aufgenommen wird, die Nahrung, und damit uns auch wirklich in der Tiefe beeinflusst. Gesellschaftlich sagen die Foodforscher, dass Foodtrends oder Essenstrends so etwas wie ein Frühwarnsystem sind. Was halten Sie davon? Das sind die kulturellen Strömungen, die Gesellschaft, die sicher auch einen Foodtrend beeinflussen. Auf der anderen Seite hat man die Künstler, die sogenannten Sterneköche, die versuchen mit viel Aufwand ein kleines Teller zu präsentieren. Und auf der anderen Seite hat man die Industrie, die groß und dann noch größer werden und auch dementsprechend auch in einer Preis-Leistung was für die Masse dann produzieren. Sie als Sternekoch und Kochweltmeister, Gastrounternehmer gehören ja mit in dieses System. Welche sind die Trends, die Sie so verfolgen? Man wird natürlich heutzutage auch durch die neuen Medien täglich und auch durch die Mitarbeiter, durch die Köche beeinflusst, was auf der ganzen Welt geschieht. Und dementsprechend hat man auch die Möglichkeit, durch das multikulturelle Dasein und auch diese grenzfreien Möglichkeiten, Lebensmittel einzukaufen, ist natürlich der Trend möglich wechselbar. Also man kann den Trend eigentlich wirklich von heute auf morgen ändern. Und ich denke, man muss unterscheiden zwischen Trend im geschmacklichen Sinne oder Trend in der Emotion von einer Präsentation vom Essen. Das ist interessant, wenn man eben die Emotion, das quasi die Oberfläche, die Art und Weise, wie man etwas serviert. Jetzt Sie als Riechforscher sind natürlich von einer anderen Seite an diesen Grenzen und Zonen dran. Wie viel hat jetzt das, was Sie machen an der Ruhr-Uni in Bochum als Zellphysiologe mit Essen zu tun? Also nur ganz bedingt natürlich. Was wir untersuchen ist, wir versuchen herauszukriegen, wie funktioniert es überhaupt, dass wir solche Feinheiten, die jetzt die Köche zum Beispiel in ihren neuen Produkten jetzt herausarbeiten, dass wir die überhaupt wahrnehmen können. Also ist es denn überhaupt so? Welche Sensoren haben wir dafür? Und wie multisensorisch ist denn überhaupt ein Essenseindruck? Wir wissen natürlich inzwischen, dass zum Essen eben mehr gehört als, ja, in der Schweiz würde man jetzt sagen, es schmeckt einem und würde, also ich glaube, es gibt sowieso nur das Wort Geschmack in der Schweiz und Geruch gibt es ja eigentlich kaum. Es schmeckt ja hier alles so, aber in Wirklichkeit ist es natürlich ein multisensorisches Ereignis, so ein Geschmackserlebnis, und wir haben also einen Geruch, wir haben einen Nervus trigeminus, also einen Schmerznerven, wir haben die Optik natürlich dazu, das haben wir ja gerade schon gehört, die Präsentation spielt eine Rolle. Aber auch Geräusche, ob das knackig ist, was ich esse, oder ob das jetzt nur weich schmeckt. Also das gehört eben alles drumherum hinzu. Und wir wissen eigentlich ganz, ganz wenig, wie das eigentlich funktioniert. Ja. Wir kennen zum Beispiel die Temperatur eines Fixsterns im Inneren, ja, weil die Astronomen das zeigen. Aber ich glaube, wir wissen kaum was, wie es im Inneren eines Soufflés ausschaut. Also ich glaube, wir haben ganz viel noch da. Und welche Sensoren dann angesprochen werden, von diesen Temperaturen zum Beispiel, in unterschiedlichen, das ist das, was wir in Bochum versuchen rauszukriegen. Und dann natürlich auch optimieren. Ja? Versuchen also optimalere Produkte zu entwickeln, um diese Sensoren anzusprechen. Optimal im Sinn von Convenience? Nee, gar nicht. Einfach um stärker zum Beispiel. Also wir haben zum Beispiel vor etwa 3-4 Jahren ein Molekül entwickelt, das
den Kälterezeptor. Also in unserer Nase gibt es eben einen Sensor für Kälte. Das ist derselbe Sensor, der auch Menthol erkennen kann. Deswegen ist Menthol immer in unserem Mund, empfinden wir das als kalt. Und diesen Sensor, den kann man isolieren. Und wir haben ein Molekül gebaut, das ist ungefähr über 1000-mal kälter als Menthol, weil es diesen Sensor 1000-mal besser aktivieren kann. Und damit, wenn ich das im Mund nehme, dann meine ich, es ist irgendwie flüssiger Stickstoff im Mund. Obwohl die Temperatur im Mund sich nicht ändert natürlich, sondern es ist nur die Sensorik, die dann so stark beeinflusst wird. Und so kann man eben auch Einfluss nehmen auf verschiedene oder sensorische Events oder auch irgendein optimaleres Molekül für Vanille oder für irgendeinen anderen Sensor. Und damit bekommt man eben dann doch auch stärkere sensorische Eindrücke. Sie haben eines der Reizworte bereits genannt, das Molekül, Molekularküche, schon ein bisschen wieder auf dem absteigenden Ast, aber trotzdem ist das ein Thema für Sie. Es macht ein bisschen Angst, wenn man das hört, mit was man sich beschäftigt da in Deutschland. Es ist natürlich schon so, es gibt diesen Trend, du hast mich gefragt, wo geht's hin, dieser Trend, diese Molekularküche. Man nimmt von dieser Vergangenheit von Adrian Vera aus Spanien sicher noch 2, 3 Zubereitungsarten oder Gartechniken oder auch Texturen, ist immer noch Bestand in der modernen Schweizer Europa, in Anführungszeichen, Küche. Aber ich denke schon, dass man versucht, der Trend jetzt und Gegenwart, man versucht, das Optimum am Produkt einzukaufen. Also ich gehe nicht ins Labor und versuche, das beste Aroma von der Karotte zu kaufen, sondern ich versuche, den natürlichst gebliebenen Bauern, der das noch familientechnisch noch betreibt und mit mir aufs Land geht und wir dann die Karotte rausziehen und am besten noch am Nachmittag, wenn sie noch warm ist, und daran riechen und knacken und reinbeißen, noch mit ein bisschen Dreck dran. Und das ist dann der Geschmack, unsere Herausforderung ist es, diesen Geschmack von der Natur so gut wie möglich aufs Teller zu bringen und nicht ein Fertig- oder ein Massenprodukt mit ein bisschen Aroma zu veredeln. Aber das heißt, da hatten Sie jetzt so etwas wie einen Megatrend vielleicht skizziert, wenn Sie sagen, das ist jetzt wie Bio in Bio. Ja, meine Großmutter früher, da kam um 5 kam der Bauer mit dem Traktor ins Quartier und dann kam die Großmutter runter. Ich war irgendwie am Fernsehen rumzappen, mich hat das nicht so interessiert. Aber wenn ich jetzt überlege, die ist das Gemüse kaufen gegangen für am Abend. Der kam am Morgen und am Nachmittag mit den Karotten oder mit den Kartoffeln, hat dann eine Rösti gemacht, das hat gebrutzelt, das hat gerochen. Ich habe die Rösti gegessen, das war die beste, die ich gegessen habe. Deswegen mache ich nie mehr Rösti. Also es sind auch Erinnerungen, die das Ganze natürlich unterstützen. Und ich finde, schon, das ist ein Stichwort Punkt. Wieder für Sie, nehme ich an, die Erinnerungen. Also was löst die Nase wirklich aus und diesen direkten Draht zum Gehirn? Das ist natürlich genau der Punkt, diese Nachhaltigkeit, die also natürlich darauf beruht, dass wir eben Produkte wieder vielleicht zu uns nehmen, die wir aus unserer Jugend kennen. Und in unserer Jugend gab es eben dieses ganze Industrie. Essen nicht so sehr wie heute, weil da hat man eben das Essen noch direkt vor Ort gekauft oder man kannte eben noch den Produzenten um die Ecke rum und hat da sein Fleisch geholt oder sein Gemüse geholt. Und deswegen haben natürlich wir früher eigentlich einen anderen Erinnerungseindruck in unserem Gehirn abgespeichert, wie ein Essen schmecken muss. Und das ist jetzt heutzutage natürlich ein bisschen schwieriger geworden, wenn eben die Kinder heute mit einem Joghurt aufwachsen und da steht eben, keine Ahnung, Ananas-Joghurt oder Mango-Joghurt drauf, aber es ist weder eine Ananas noch ein Mango drin, sondern eben nur ein paar Bestandteile, molekulare Duftkomponenten aus dem Ananas- oder Mango-Geschmack oder das Bouquet. Dann werde ich damit natürlich in meiner Jugend das abspeichern, dass das Originalgericht, so wie wir früher halt die richtigen Apfel abgespeichert haben, in den wir reingebissen haben. Und wenn die Kinder jetzt natürlich dieses Original kriegen, dann sagen sie, was ist das denn? Das kennen wir ja gar nicht. Ja, das ist ja nicht das, was wir eigentlich mögen. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir wieder zurückkommen auf diese Ursprungsidee. Wir müssen mal erst wissen, wie die Produkte eigentlich, die Originale, riechen. Und dann kann man später vielleicht auch mal sagen, na gut, ich probiere jetzt auch mal was anderes und was Synthetisches, Künstliches, dann ist alles gut. Aber darum müssen wir ganz früh anfangen, den Kindern, den Jugendlichen schon vor der Schule beizubringen, wie riecht das Original. Und dann sind wir schon mal auf der sicheren Seite. Da braucht man noch ein Bioessenz und dann ist alles modern, oder? Also, ja. Aber das ist ja schon natürlich auch eine Art von jetzt nicht ideologischer Aussage, aber man kann schon sagen, man könnte auch sagen, wieso muss es der Ursprungsgeschmack sein? Weil irgendwann gehen uns die Nahrungsmittel sowieso aus. Wir sind zu viele Menschen, wir haben die Grundsubstanzen nicht mehr. Also wir müssen uns irgendwo neu orientieren und wir müssen lernen,
Schokoriegel mit Mehlwürmern zu essen, weil das ist das, was wir an Eiweiß produzieren können. Also im Militär, das war ja schön, das war, glaube ich, mein prägendes Erlebnis, wenn es um Konserven ging. Also vom Fleisch bis zum Atombrot. Genau, Atombrot mit Alkohol, wo man zuerst auswürfen musste. Also auch das war ja sehr interessant und lehrreich. Nur sieht man auch dort, dass der Trend, je länger, je mehr, das ist ein Pflichtkonsum, wo man halt essen musste. Und ich denke schon, dass das heutzutage, dass man eher sucht, was wenig, dafür mit enorm viel Protein, also wie zum Beispiel die Mehlwürmer oder Insekten, das wird wahrscheinlich eher kommen, als dass man jetzt da versucht, Konserven zu horten, wenn mal im Ernstfall was passieren würde. Also der Trend ist ja nicht schlecht. Also man sucht ja in der Natur nachher das, was man früher nie gesucht hat. Oder? Aber dieses Früher, ich glaube, das ist interessant, weil wir alle dieses Früher mit uns tragen, quasi diese ersten prägenden Jahre, wie in der Psychologie. Wir wissen, das sind die ersten 4 Jahre, die uns bestimmen dann. Also das heißt, diese Art von Konditionierung eben mit Muttis, bei Ihnen ist es, glaube ich, der Ossobuco im Römertopf, diese Dinge essen wir, weil sie uns glücklich machen, wieder oder eine Sicherheit geben, dieses Zuhausegefühl. Ist es das? Also sicher ein ganz erheblicher Anteil. Das heißt, das Riechen beginnt eigentlich schon ein bisschen früher, bevor wir auf der Welt sind. Also das ist ja eigentlich der Sinn, der vielleicht am frühesten in der Kindheit, nämlich schon embryonal beginnt und auch funktioniert. Und wir wissen inzwischen wissenschaftlich jedenfalls, dass wir als Embryo mit der Mutter sozusagen schon mitriechen. So ab der 27. Schwangerschaftswoche riechen wir mit der Mutter mit. Und was die Mutter isst und trinkt und welche Emotionen sie dabei hat, das speichern wir auch schon mit ab, mit der Mutter zusammen. Also wenn die Mutter jetzt irgendeinen Pfefferminztee-Freak ist, dann werden wir später auch lieber Pfefferminztee als Kamillentee trinken. Und in Frankreich haben sie jetzt Anis getestet, also da haben sie, ich weiß nicht, ob die jetzt Pernod getrunken haben, aber auf alle Fälle, die Kinder lieben dort Anis zum Beispiel, wenn sie auf die Welt kommen schon. Das heißt, die Prägung beginnt schon sehr früh und Knoblauchmütter erzeugen halt auch Knoblauchkinder demnach. Also, und wenn wir dann auf der Welt sind, hält das über Jahre an, kann man testen, das, was wir aus dem Mutterleib kennen, das lieben wir immer noch nachher, besonders. Und das ist natürlich Heimat, das ist Geborgenheit, eben, dass wir damit verbinden. Das ist natürlich auch die positive Emotion. Es geht auch umgekehrt, wenn die Mutter irgendwas hasst, dann prägen wir oder speichern wir auch diesen unangenehmen negative Emotionen mit dem Duft ab. Und der hält auch jahrelang an. Also insofern in alle Richtungen geht das. Das ist natürlich gerade für Marketing heutzutage ein ganz wichtiger Aspekt, weil wer Zugang sozusagen zu den Schwangeren hat schon Zugang zum späteren Verbraucherverhalten. Also von daher ist das ein ganz komplexes emotionales Geschehen, das eben, wie gesagt, aber auch auf Wohlgefühl. Denn in der Kindheit ist halt so, dass vieles von dem, was wir erleben, einfach noch eine glückliche, die meisten haben eben noch eine glückliche Kindheit, unbeschwert und so etwas. Und deswegen ist natürlich naheliegend, dass wir diese Zeit eben immer, wenn die Düfte, die wir aus der Zeit kennen, die sind eben, haben eine ganz hohe Chance, dass sie eben auch positiv bei uns im Gehirn bleiben. Also was für mich auch wichtig ist, ist die Ehrlichkeit der Küche. Ich denke, das hat mich geprägt früher oder prägt mich immer noch. Je ehrlicher, je klarer ein Gericht oder ein Produkt ist, desto eher hat es die Möglichkeit, dass es sich sinnlich und auch qualitativ einprägt. Weil heutzutage das passiert, man verkauft ein schönes Menü, vakuumiert mit einer super Aufmachung, wahrscheinlich noch ein Videoclip, was das noch verstärkt. Wenn man es aufmacht nach der Mikrowelle, ist es einfach irgendwie kahl, Farben, nicht wirklich mehr froh, aber halt einfach sättigend. Und ich denke, die ehrliche Küche muss nicht schön aussehen, die muss einfach riechen und schmecken, so wie es wirklich der ursprünglich Apropos Videoclip, wir haben einen Videoclip über Sie vorbereitet, den wir uns schnell anschauen möchten. Ivo Adam ist für mich eine Küche, die speziell, die man nie anders findet. Sehr innovativ, sehr kreativ, sehr modern, doch auf klassischer Basis, Standards. Ist unser kreativer Kopf, von dem ich sehr viel Respekt habe, was er leistet und bringt und von dem ich gerne sehr viel lerne.
And they say you're here just to tear this whole world down. Just a little bit of terror in your walls for all around. Es braucht Leidenschaft, Durchhaltevermögen, Überzeugung und vor allem Liebe. Aber es macht mega Spass. Liebe und Megaspaß. Also, hier merkt man, dass eigentlich das Duftfernsehen perfekt wäre, wenn wir das erfunden hätten. Aber das ist nicht unser Thema. Diese Art von Never-Ending Story, sagen Sie mir auch. Also diese Leidenschaft, die sich immer weiter schreibt oder die nicht irgendwo gefangen bleibt in den frühkindlichen Erfahrungen. Jetzt gibt es natürlich auch ganz pragmatische, reduzierte Formen, diese Story zu erzählen. Der Bestseller-Autor aus Amerika, Michael Pollan, sagt, es ist ganz einfach, oder was uns erwartet mit der Ernährung und dem Essen. Er sagt, eat food, not too much, mostly plants. Also ernähre dich, nicht zu viel und vor allem Gemüse. Ist das die Never-Ending Story, die auf uns wartet? Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben da ein gewisses Luxusproblem hier, dass wir uns diese ganzen Gedanken machen. Es gibt ja ganz viele Menschen auf dieser Erde, die sind froh, wenn sie überhaupt genug Kalorien zur Verfügung haben, um zu überleben. Und das war ja eigentlich über die meiste Zeit, seit es die Menschheit gibt, der Fall, dass eigentlich wie immer damit zu kämpfen hatten, wo kriege ich überhaupt genug zu essen her. Und man hat sich da also nicht diese Gedanken gemacht im Detail, die wir uns jetzt machen. Muss ich jetzt irgendwie vegetarisch oder vegan oder fruchtarm oder wie die ganzen Dinge alle heißen und mich ernähren, sondern man hat einfach geschaut, dass man überhaupt was bekommt. Und deswegen, ich persönlich glaube, dass man eher wieder in eine Richtung geht. A, ist es so, dass wir genug Nahrungsmittel haben wie noch nie. Also es wird auch, muss man ehrlich sagen, mit allen möglichen Industrienahrungsmitteln und synthetischen und sonstigen Food können wir uns gut ernähren. Wir werden nicht krank werden. Wir haben gerade sozusagen einen gewissen Gesundheitshype, dass wir glauben, alles, was jetzt nicht Natur ist, macht uns krank. Das ist auch nicht so. Also ich kann mich ganz gut auch mit Burger oder sonstigen Dingen fast lebenslang ernähren, ohne dass ich jetzt früher sterbe oder so etwas. Ja, das ist alles nicht der Punkt. Also insofern versuchen wir, glaube ich, im Moment eher uns wieder von unserer Weltanschauung her vielleicht der Nahrung zuzuwenden. Und da kommen eben diese Punkte vor allem mit rein, dass man sagt, ich versuche wieder das in meine Welt zu integrieren, was ich eben um mich herum habe. Und ich muss jetzt nicht irgendwie alles von überall hier einfliegen lassen, aus Ökogründen natürlich, um die Umwelt zu schonen. Also ich glaube, das sind viel wichtigere Gründe, um solche Entscheidungen zu treffen. Lebe ich nur noch von Gemüse oder wie tue ich das? Gesund ist es auf jeden Fall nicht. Ja. Also weniger Fleisch ist sicher ein Thema. Und Sie sind in der Nähe eines Schlachthofes aufgewachsen, soviel ich weiß. Also ist das etwas, was Sie beschäftigt, diese industrielle Komponente? Ich denke, ich habe in meinen vergangenen Jahren kulinarisch sehr viel durchgemacht. Also ich habe viel probiert, viel gemacht, viel gesehen, was vom Ursprung her bis zum Veredeln, bis zum Nachahmen, bis zum Nachproduzieren, bis zu den Essenzen, Bindemittel, Texturen. Und schlussendlich, man versucht sich immer wieder dort zu halten, bevor man abschwebt, wo die Wurzeln sind. Und deswegen, das ist das, was ich vorher gesagt habe, ist es die ehrliche Küche und die transparente Küche auch. Also ich möchte sehen, von wo das Produkt kommt und warum das Produkt so ist. Und dementsprechend, das hält mich dann wieder, um neue Ideen zu holen, um das Ganze wieder neu zu entwickeln oder neu in Szene zu setzen. Aber der Show-Aspekt quasi, also wenn man sagt, diese ganz hohe Gastronomie, wir haben jetzt von der Molekularküche geredet, auch mit Effekten natürlich. Ja, aber das ist Effekthascherei, finde ich. Stickstoff ist, dass es raucht. Man kann Stickstoff für Texturen, zum Zubereiten brauchen, was sehr nützlich ist. Durch die Kälte, durch die Eiskristalle, die sich nicht so schnell oder gar nicht bilden, ist perfekt. Jedoch das Emotionelle, was ich meine, ist, was gibt es Schöneres als bei einem Bauern, der einen Apfelbaum hat, unter dem Apfelbaum von der Mutter den Apfelkuchen zu essen. Und nicht mit einem Glas Coca-Cola in den Händen, sondern mit einem frisch gepressten Apfelsaft. Klar, aber diese Emotion muss man versuchen, in den Gästeraum zu bringen, ins Restaurant. Das heißt, ich kann nicht den Apfelbaum reinnehmen, aber ich kann zum Beispiel jetzt ein Apfelsorbet auf Apfelkernen oder
Apfelhaut servieren oder auf Rasen. Also ich versuche Auf irgendwie Rasen? auf Krass. Holz, auf Apfelholz versuche ich. Also man versucht wirklich rundum die Natur auf den Tisch zu bringen. Also, aber doch, es gibt ja schon Spielereien. Also wenn Sie arbeiten doch mit Zigarrenrauch für ein Dessert, mit einer Creme. Also das ist richtig, das ist die Antwort für das Nichtrauchergesetz, was anno dazu mal im Tessin eines der ersten Kantone dann wirklich umgesetzt worden ist. Man nimmt eine Zigarre mit einer Wasserpfeife und mit einem Staubsauger, also ich ziehe da nicht den ganzen Nachmittag dran, Staubsauger, und dann wird das abgebrannt, die Zigarre, das geht dann irgendwie 30, 40 Sekunden und dann zieht sich eigentlich der Rauch der Zigarre durch die Sahne, die unten drin ist in der Wasserpfeife, anstelle vom Wasser, wieder raus, und dann habe ich ein aromatisiert, also ein geräuchte Sahne, wo ich dann ein halbgefrorenes herstelle in der Form von einer Zigarre. Und das Gute ist, dieses Dessert, das polarisiert. Das heißt, 50% der Gäste lieben es und kommen wegen dem zu mir. Ja, das ist nicht mehr auf der Karte, dann gibt es fast Mord und Totschlag. Und die anderen 50% sagen, wie kann man nur so was Scheußliches machen? Das riecht ja wie ein kalter Aschenbecher. Also schlussendlich, es ist ein Zustand, der natürlich ist, aber wer isst schon Rauch? Nur wenn man das gegessen hat, hat man das Gefühl, man hat eine Zigarre geraucht. Ja, wobei das natürlich wieder die Erinnerung ist, die Raucher werden das wahrscheinlich weniger unangenehm empfinden, aber jemand, der eben, sagen wir, ein leidenschaftlicher Nichtraucher ist, für den ist wahrscheinlich so ein Zigarrenrauch, den er eh schon hasst, und wenn man den noch im Mund hat, wahrscheinlich noch schlimmer. Wobei es eben, wenn wir jetzt gerade bei den Fleischwaren schon, ich glaube, eine berechtigte im Moment Interessenslage vieler Menschen gibt, zu sagen, also diese Art, wie das Fleisch heutzutage oder wie die Tiere gehalten werden und deswegen dieses Fleisch von diesen Tieren stammt, die will ich einfach nicht haben, die will ich nicht essen. Und ja, ich glaube, Pythagoras hat schon angefangen zu sagen, wie ihr zu den Tieren seid, so wird man auch zu euch einmal sein. Das heißt, und ich glaube, dass wir im Moment, ich habe gerade noch mal gesehen, dass wir in Deutschland 750 Millionen Tiere pro Jahr schlachten, nur zum Essen. Ja? Und die müssten ja in einer Weise gehalten werden, sonst würde man die Zahlen gar nicht zusammenbringen, die wirklich völlig unsäglich ist. Und deswegen glaube ich schon, dass wenn man wieder zurückkommt auf das, ich weiß, wo stand das Tier, das hat ein gutes Leben gehabt, dann hat ja niemand was dagegen. Ja? Aber diese Massentierhaltung und dann dieses Fleisch von denen, das ist ja auch nicht gerade die beste Qualität, weil die in kürzester Zeit da hochgetrimmt wurden. Also da, glaube ich, können wir unsere Gesellschaft ganz gut mal Gedanken darüber machen, ob wir da richtig liegen. Denn wir wissen als Biologen jedenfalls immer zunehmend, dass die Tiere, und das ist, glaube ich, inzwischen unbestritten, vom Emotionalen her uns Menschen in nichts nachstehen und dass die genauso ihre Gefühle und ihre Emotionen haben wie wir auch und deswegen auch genau wissen, was mit ihnen passiert, wenn wir sie so halten. Aber vielleicht noch dort, was wichtig ist, so vom Nose to Tail. Das heißt, wenn ich, und das mache ich 1- bis 2-mal im Jahr, mal eine Kuh, also ein Rind, ein Wagyu und mal ein Schwein, das ganze Tier wird gekauft und dann die Köche, Kollegen, schaut mal, wir verkaufen pro Tag in der Hochsaison um die vielleicht 30 oder 40 Kilo Rindsfilet. Wie viel Filet hat ein Tier eigentlich? Ja, genau. Und dann plötzlich merken sie, ah ja, das ist ja eigentlich ein Bruchteil. Also was machen wir mit dem ganzen anderen Fleisch? Und das ist die Herausforderung, finde ich, für jeden Koch. Wenn man viele kochen kann, ist man noch lange nicht gut. Also man muss versuchen, das ganze Tier richtig zuzubereiten und auch zu verkaufen. Das heißt aber auch, dass man sagt, eben durch diese Verwertung ist die Rechnung des Kochs vielleicht ausgewogener, weil der Einkauf eines Filetstücks auch viel höher ist, als wenn man sagt, ich mache noch dann die Kutteln und ich weiß nicht was des Tieres auch, ich verwerte die ganze Kette, dass man dann irgendwo in eine andere Balance kommt als Unternehmer. Es wird genügend Fleisch weggeschmissen, weil es niemand isst. Also muss man als Koch an der Öffentlichkeit auch Stellung nehmen und das versuchen auch so gut wie möglich umzusetzen. Und man merkt, wenn man dann zurück zum Ursprung will, mit Bio-zertifiziert und weiß nicht was alles, das Fleisch ist teuer. Also man muss sich eine Mischrechnung machen können und da muss man kreativ sein und nicht, wie man es anrichtet, sondern wie man es zubereitet. Jetzt interessiert uns ja sehr offensichtlich, dass die Tiere glücklich sind oder dass Porco Fidelio, ich weiß, also dass man sagt, zumindest nicht gelitten. Ich habe vor kurzem gelesen, dass es eine ganz andere unglückliche Kaste gibt offensichtlich. Das ist die Küchenbrigade. Es gibt in Frankreich offensichtlich so ein Manifest, das jetzt zirkuliert, dass man endlich gegen die Omerta, die es gibt in den Restaurantküchen, dass nämlich dort Gewalt und Terror herrscht. Wie sieht es aus in Küchen?
Ich kann da nicht groß was dazu sagen, weil auch dort wieder, das hat auch ein bisschen was mit Tradition und auch Standards oder auch Überforderung meistens zu tun. Ich habe mich auch schon 2-3 Mal erwischt auf frischer Tat, wo ich mal kurz vor dem Kollaps war, also sprich vom Ausflippen, mal einen Teller irgendwie hingeschmissen oder weiß nicht was. Das ist mir bis jetzt 2-mal passiert. Warum? Weil ich mit dieser Situation überfordert war. Das heißt, man hat das Produkt, was man versucht, so gut wie möglich an den Gast zu bringen. Man hat der Gast, der Spezialwünsche hat. Man hat der Service, der vor Ort sein muss. Man hat das Team. Wie ein Dirigent. Stellen Sie sich mal vor, wenn ein Dirigent am Saxophonist oder am Trompet sitzt und jetzt kommst du mit dem gestrichenen C und dann kommt nichts. Das geht ja gar nicht, oder? Und in der Küche gibt es halt viele solche feine Zahnräder, die ineinander wirklich was funktionieren muss, dass der Gast zufrieden ist und dass man das wirklich perfekt macht. Und das ist dann halt vielleicht auch die Perfektion und das Streben nach immer mehr oder nach immer besser zu werden, weil ich kenne wenig Köche, die jeden Tag das Gleiche machen, sind mit dem zufrieden. Sondern jeder Koch denkt, wenn ich was gemacht habe, vielleicht könnte ich es am nächsten Tag noch besser machen. Ich würde gerne, nachdem wir jetzt ein bisschen so das Feld abgesteckt haben, ein bisschen darauf zu sprechen kommen, was eigentlich passiert mit uns. Also beim Kochen, beim Zubereiten, beim Essen, beim Schmecken. Erklären Sie es uns. Ja, um überhaupt was zu schmecken, heißt, wir müssen eine ganze Reihe von Sinnessystemen aktivieren. Also man denkt ja jetzt, wenn man schmecken hört, mal an den Geschmackssinn. Der ist auf der Zunge und der ist eigentlich relativ simpel. Der kann süß, sauer, salzig, bitter und vielleicht noch dieses Umami. Aber das ist schon alles. Das heißt also, die Zunge ist eigentlich ein relativ grobes Sinnesinstrument. Und die kann natürlich testen, ob jetzt irgendein Salat zu viel Essig hat oder ob ein Gericht übersalzen ist oder zu versalzen ist. Aber es ist natürlich noch viel mehr. Wir haben dann noch den Nervus trigeminus, an dem wir sehr viel arbeiten. Das ist eigentlich interessanterweise unser Schmerznerv im ganzen Kopfbereich, im Mund. Hat der feine Ausläufer und analysiert die Nahrung auch noch. Und der ist zum Beispiel zuständig für Temperaturempfinden, für eine heiße Suppe, ob sie heiß ist oder kalt ist. Der kann aber auch die Haptik machen, ob es was knackt oder ob es was weich ist. Der kann alles cremig-sahnige, das ist alles dieser Nervus trigeminus. Das hat also nichts mit der Nase zu tun und auch nichts mit der Zunge, sondern das ist dieser interessante Schmerznerv. Wenn man ihn überreizt, dann tut's weh. Deswegen ist er auch für Schmerzen zuständig. Also am besten kann man es zeigen am Peperoni. Wenn ich eine richtig heiße Peperoni so drauf beiße, dann kann das so scharf sein, dass es richtig Schmerzen erzeugt. Und da zeigt er natürlich seine Eigenschaften. Und dann gibt es noch die Nase, die also natürlich die Düfte wahrnimmt. Das heißt also, die 3 Sinnessysteme zusammen müssen aktiviert werden. Und als ein großartiger Koch, ein Sternekoch, der kann es eben, diese 3 Systeme in einer Weise zu vereinen und zu aktivieren, dass sie, wenn sie im Gehirn, da gibt es nämlich Zellen, da kommen alle Informationen von diesen 3 Sinnessystemen, sogar eine einzige Zelle, die kann man identifizieren, da kommen die zusammen an und verstärken sich noch. Und deswegen versucht natürlich ein Koch immer alle 3 Systeme zu reizen. Also eine Tomatensuppe, die hat natürlich ein Aroma einer Tomate, aber da gibt er noch ein bisschen Essig rein, damit er die Geschmacksnerven reizt, ein bisschen Salz natürlich, die Geschmacksnerven und ein bisschen Pfeffer für den Trigeminus. Und erst wenn das alles in dem richtigen Verhältnis ist, dann habe ich die Verstärkung, das optimale Aroma. Ja. Darum kann man eben ja auch irgendwie Chili-Schokolade und all diese Kombinationen inzwischen kaufen. Stimmt das, was er hat uns erzählt? Das ist das Abschmecken. Das ist dort, wo die meisten Köche Probleme haben. Also es gibt wenige, die wirklich versuchen, die verschiedenen Geschmacksnerven auf einen Punkt zu bringen. Und ich merke das auch durchs regelmäßig Essen gehen, dass wenn man Süße, Säure, scharf, salzig, warm, kalt miteinander kombiniert in den richtigen Verhältnissen, dann kann das in einmal im Mund eine Geschmacksexplosion, eine Erfahrung gehen, die wirklich rein unter die Haut läuft und sagt, wow, ist das piep. Ist das gut? Oder nein, es gibt wirklich zum Teil Momente, wo ich sagen muss, das ist perfekt, wenn ich essen gehe. Bei mir kann es immer noch irgendwie, wir versuchen das immer noch so. Und die Gäste sagen vielleicht nachher, wenn ich frage die Gäste, wie war's? Wenn sie sagen, es war interessant, das haben sie früher gesagt, dann muss ich sagen, interessant, aufgepasst, wir sind nicht auf dem richtigen Weg. Genau, wenn sie sagen, es war gut, könnte ich das Rezept haben, muss man sagen, na, das ist nicht schlecht. Aber wenn sie sagen, sie haben noch nie so was gegessen, dann sollte man das eigentlich archivieren und nur noch kochen. Also das heißt,
Kochen kann uns verändern. Also, dass wir so ein Schlüsselerlebnis haben, wo etwas explodiert, wie Sie sagen, unter die Haut geht, dass wir nachher jemand anders sind als vorher. Es gibt ja auch Gerichte, die sich über Jahrzehnte, schon fast über Jahrhunderte uns immer noch verfolgen. Ein kleines Beispiel, wo jeder kennt, ist zum Beispiel die sogenannte Coupe Hot Berry. Also die Coupe Vanilleglace, Sahne und warme Himbeeren. Kalt warm, sauer, süß. Also, und auch die Texturen noch mit ein bisschen Mandel, weiß nicht was oben drauf. Und das ist was, das gibt es immer noch auf diesen Karten. Coupe Dänemark. Und auch die großen Kochlegenden von der Kochkunst, wie das Beche Melba oder Tourne d'Orosini, das sind Sachen, die sich wirklich über Jahrzehnte halten und immer noch in der Moderne immer noch da sind und gerne bestellt werden. Darf ich schnell auf etwas ganz anderes zurückkommen, was mir im Kopf geblieben ist? Sie haben Umami genannt. Also was ist das genau? Also wissenschaftlich ist es Natriumglutaminat. Das ist also das Salz der Glutaminsäure, das Natriumsalz der Glutaminsäure. Und wir haben von unseren Geschmackssensoren her, die sind auch relativ primitiv. Also wir haben nicht nur diese 5 Sorten, sondern wir haben zum Beispiel nur eine Sorte von Sauersensor und einen von salzig. Wir haben nur 3 für süß, allerdings 25 für bitter. Also wir sind sehr, sehr präzise in unserer Zunge, verschiedene Bitternuancen zu unterscheiden, aber süß fast gar nicht. Ja. Süß ist einfach gut für uns. Zucker brauchen wir, Zucker wollen wir haben, das ist Energie. Und da gibt es eben einen dieser Süßsensoren, der eben auf dieses Natriumglutaminat anspricht und gleichzeitig auch ein Salzsensor. Und diese Kombination zwischen Süß und Salz, die erzeugt eben diesen Umami-Geschmack, den man eben aus der Brühe kennt, aus dem Maggi kennt und diesen Dingen. Und der ist eben auch ein Salz, das eben die Asiaten vor allem zum Teil sogar als Kochsalz verwenden, weil er eben auch einen salzigen Geschmack macht. Ja. Das sogenannte Glutamat, Glutamat zum Beispiel, ja. Das Topping der Küche, das ist eigentlich bei mir in der Gegenwart sehr verpönt. Weil ich sage immer, das ist wie ein Spitzensportler. Mit Topping ist man immer ein bisschen schneller. Und wenn man dann wieder hört, in Berichten oder was liest, diese Soße bei XY hatte sowas von einer Tiefe, dann muss ich sagen, ich muss es doch mal probieren, das Glutamat. Es ist jedenfalls nicht so schädlich, wie man denkt. Es ist unser Hauptüberträgerstoff im Gehirn, also das wird da benutzt. Aber da sieht man auch an den Beispielen, glaube ich, das sollten wir doch noch mal erwähnen, dass natürlich das Essen etwas ist, was uns insofern schon verändert, weil wir diese ganzen Substanzen in uns aufnehmen. Das heißt, wenn wir ja so einen Teller jetzt gegessen haben, dann ist er weg und alles, was auf dem Teller ist, ist in unserem Körper. Ja? Das heißt, wir integrieren all diese Dinge, wenn wir sie nicht wieder ausscheiden, ein paar davon tun wir, aber die meisten integrieren wir in unseren Körper. Deswegen glaube ich persönlich, dass eben das Riechen und Schmecken, das ja sagen wir, wenn man philosophisch jetzt in die Kulturgeschichte geht, oft sehr verpönt war. Manche haben gesagt, der niedrigste Sinn, Aristoteles fand ihn ganz furchtbar und alle möglichen anderen. Und sagen, der unnötigste aller Sinne, ja, Immanuel Kant oder sowas. Aber das ist natürlich nicht wahr, weil es ist der einzige Sinn, den wir aktiv betreiben müssen. Schmecken und riechen müssen wir aktiv tun. Wir müssen atmen, sonst wird man nichts riechen. Wir müssen was in den Mund stecken, sonst wird man nicht schmecken. Wir können ganz passiv sitzen und können die Lichtwellen und die Schallwellen auf uns einwirken lassen, aber nicht die. Und wir nehmen die ganzen Stoffe in den Körper auf. Und deswegen glaube ich, dass das ein Sinn ist, der uns stark verändert, wie kaum ein anderer eigentlich. Auch wirklich körperlich verändert. Es hängt davon ab, was ich esse, wie mein Körper zusammengebaut ist und aufgebaut ist. Wir sind, was wir essen. Ja, man isst, was man isst, ja. Ja. Aber Sie haben in einem Kochbuch geschrieben, dass die Nase eine Lügnerin sei. Oh. Kann gut sein, ja, aber auch die Augen können dich verarschen. Oder auch die Ohren sagen manchmal nicht das Richtige. Also man kann natürlich sich schnell mal verzaubern lassen durch einen Duft, durch eine Essenz. Die Nase ist eine Lügnerin. Schauen wir doch das mal bei den Menschen an. Jetzt sieht man dann einen hübschen Mann, eine hübsche Dame, die ist schön geschminkt und die hat ein Parfüm an sich, wo einem verzaubert. Das heißt noch lange nicht, dass die Frau oder diesen Mann eine Persönlichkeit ist und die passende Partnerin fürs Leben ist. Aber durch die Nase kann man sich leiten lassen, was manchmal auch gefährlich ist. Das ist in der Küche genau das Gleiche. Aber dann wären wir eigentlich dort, wo ich eigentlich hin wollte, ein bisschen beim Sex. Oder? Also wenn wir sagen, Essen ist eine Art von Ersatzbefriedigung, das wissen also wir alle. Jetzt könnte da aber das Aphrodisiakum, ich habe das Wort geschafft, kann natürlich quasi die Verschränkung zwischen den beiden Angelegenheiten, der Erotik, der Sinnlichkeit, wirklich zueinander führen. In beiden Richtungen, also in allen Richtungen. Also das heißt, zum einen ist natürlich
das Essen an sich schon ein sinnlicher Vorgang. Das heißt, ich nehme was ja in den Mund, was ich normalerweise vielleicht beim Küssen tue. Man heißt ja oft auch, sagen ja manche Philosophen, dass wir küssen uns, indem wir etwas an Nahrung aufnehmen. Wir küssen uns selbst quasi, ja. Das ist dieses sinnliche Empfinden. Und darum haben ja die Köche auch ja ganz tolle Tricks auf Lager, dass auch die Produkte, die sie produzieren, eben auch einen sinnlichen, haptischen Eindruck machen, dass er also auf dem Mund zerschmilzt oder dass es etwas Rundes, etwas an der Oberfläche was Tolles ist. Also es ist die Texturen ist ein erotisches Vergnügen auch. Und es können natürlich auch die Inhaltsstoffe sein in dem Essen, die uns dann zusätzlich natürlich noch erotisieren, aphrodisieren. Und da gibt es natürlich inzwischen auch eine ganze Reihe wissenschaftlicher Daten. Und Schokolade ist ja da einer der an erster Stelle immer zu nennenden Produkte, dass uns der sehr viele erotisierende Hormone im Körper oder auch Stoffe im Körper produziert und uns damit eben auch diese Sinnlichkeit erzeugt in uns. Was mache ich jetzt, wenn ich eine Dame habe und die hat nicht gerne Schokolade? Deswegen denke ich, ist auch wichtig, das Auge ist mit. Und das hat für mich ein bisschen mit diesem Aphrodisieren hat das zu tun, wenn man in die Werbung schaut, wenn ein Herr oder eine Dame eine Kirsche isst oder eine Banane in eine Banane beißt, das sind natürlich so Bilder mit einer schönen Lippe nachaufgenommen, wo dann schon was auch mit Foodporn zu tun hat. Also das Auge ist mit, das verführerische Outfit. Man versucht, was zu stylen, wo man schon mal sagt, wow, das ist schon schön, das kann ich ja gar nicht essen. Und wenn man es dann gegessen hat und noch gut war, dann hat man nicht nur diese Sinne da, sondern auch diese da. Und das ist schön. Oder? Aber das könnte ja ein bisschen sein wie bei der Pornografie, wenn man sagt, also wir sind eigentlich in einer übersexualisierten Gesellschaft, wo dieses Sinnesbombardement funktioniert. Und auf der anderen Seite Sie sind ein schlanker Koch. Also das würde jetzt heißen, also offensichtlich diszipliniert in Ihrer eigenen Küche, dass wir in diesem Körperdisziplинskorsett auch drin stecken und dass da irgendwo eine Spannung ist zwischen dem eigentlich sich gehen lassen, sich genießen, in ein Restaurant zu gehen, zu schlemmen und den Reizen, die auf uns einprallen. Ich merke es auch, wenn ich eingeladen bin, familiär eingeladen bin und da wird wirklich noch wieder so ein bisschen wirtschaftlich gekocht und dann Ossobuco zum Beispiel mit Kartoffelstock mit richtig genügend Butter drin, das ist doch was Schönes und was Gutes und da isst man und das ist eine Übersättigung nachher. Das heißt, warum bin ich nicht dick? Das heißt, wenn man in der Küche natürlich mit den Essenzen, nicht mit diesen Essenzen, sondern mit den natürlichen Essenzen, mit den Parfums, mit den Gewürzen ein bisschen integriert und experimentiert, dann hat man auch bei einer Suppe vielleicht nach einer Dezi oder nach 2 Dezi ist es gut, da muss was Neues kommen, sonst ist man überfordert. Und das ist bei der Hausmannskost, ertappe ich mich selber nicht, Hörnli und Kackets, Elbler Makaron, da könnte ich kiloweise essen. Aber wenn ich das machen würde regelmäßig, dann würden die Kilo auch definitiv an mir haften bleiben. Und ich denke, dass in der Moderne ist es auch so, dass man versucht, weniger ist mehr. Einige Kollegen haben natürlich schon durchaus den Umfang, den man von ihnen erwartet. Aber die haben auch den goldenen Löffel hier oben drin, oder? Dass sie selber der beste Gast sind von ihnen. Aber ich glaube, wenn eben das Essen schon mal zu viel ist, um es auf das Erotisierende zu bringen, dann ist es sowieso schon nicht gut. Denn also mit sehr vollem Bauch und völlig voll gefuttert ist, glaube ich, das alles dann nicht mehr so tolle. Und darum ist diese... Ja, wir schwanken ja alles. Ich glaube, viele Menschen schwanken so zwischen dieser adipösen sozusagen Fresslust und irgendwelchen diätetischen Versagungsgeschichten. Und manche sind da dazwischen, die einen sind in anderen oder einem oder anderen Extrem. Und deswegen glaube ich, dass es noch Nahrungsmittel gibt, die natürlich auch aphrodisierende Wirkung haben. Da diskutieren wir in der Wissenschaft ja immer wieder drüber, woher das kommt. Und meistens nehmen wir uns dann die Anleihen aus dem Tierreich, also sowas wie der Trüffel zum Beispiel. Da gibt es ja das klassische Aroma des Trüffels ist ein Stoff, heißt Androstenon. Und der ist eben gleich der Sexuallockstoff des Schweines. Also der Eber riecht auch so ähnlich und der produziert diesen Duft, um eben dann, wenn die Sau ihn riecht, dann fällt die in so eine Art Duldungsstarre und dann kann er eben mit ihr da machen, was er will. Und also die Trüffel weckt die Sau in uns? Die Trüffel weckt die Sau und wir haben sogar dieses Aroma in unserem Körper. Das heißt, die Männer haben es sogar im Achselschweiß. Und das ist ja auch mit der Grund, warum man die Schweine eben nehmen kann zum Trüffelsuchen, weil die immer denkt, da ist der Prinz vergraben da unten drin. Und das ist eben, wo man immer sagt, das ist Aphrodisieren, weil das könnte eben so ein Pheromon sein bei uns.
Und alle Stoffe, wo das vorkommt, Trüffel im Sellerie und solchen Stoffen, die finden wir immer in den aphrodisierenden Stoffen. Ja. Aber deswegen ist das Essen an sich natürlich nicht nur vom Äußeren, sondern auch vielleicht von Inhaltsstoffen etwas, was uns tatsächlich anregt. Dann in der Aber stecken diese Stoffe in den Parfüms, die wir kaufen? auch. Ja, Das ist auch der in vielen. Moschus, oder? Der Moschus, Nee, das ist das trifft- Aphrodisiakum für die Damen, Nee, habe also ich gehört, Moschus oder? ist etwas anderes. Also Moschus kommt ja vom Moschusochsen, das ist ja ein Tier, das produziert. Aber dieses Androstenon, das ist das Trüffelaroma, das klassische Trüffelaroma, so wie man es eben Weiß oder schwarz? ja, dass man schwarzen riechen? Trüffel normal. Weiß. Genau, das ist weiß, ja. Okay. Heute weiß, ja. Und dieser Trüffel, den benutzt eben auch das Schwein und deswegen glaubt man eben, dass das bei uns, weil wir eben auch riechen können und Frauen sogar diesen Duft, wenn wir Männer ihn abgeben, ihn unterschiedlich bewerten, abhängig von ihrem Zyklus. Also wenn sie denn gerade befruchtungsfähig sind während des Eisprungs, finden sie dieses Trüffelaroma sehr viel angenehmer als sonst. Man könnte also theoretisch, wenn man mit einer Frau zum Essen geht, ihr sogar sagen, je nachdem, wie sie die Trüffelnudeln gerade liebt, in welchem Zyklusphase sie sich gerade befindet zum Beispiel. Sie haben den Test Und nicht Deswegen gemacht. hat meine Freundin so viel Trüffel gegessen am Herbst. Ja, das ist Also, etwas, was wir jetzt immer permanent streifen, ist quasi die Frage des Luxus. Und Sie haben ja gesagt, es ist unser Luxusproblem, über diese Dinge überhaupt zu philosophieren, weil für die meisten Menschen oder viele Menschen und in der Geschichte sowieso war es einfach einmal Lebenserhaltung als erster Zweck. Jetzt, wenn man uns so reden hört und so, ist es natürlich so eine Art von Selbstverständnis, dass Essen, Zubereitung von Essen und Nahrungsmitteln eine große Kulturleistung ist. Und dass es, wenn man Ihnen zuhört, aus der wissenschaftlichen Perspektive eine unglaubliche Komplexität dahinter steckt, die sowieso einmal sagt, es ist nichts Einfaches, nichts Simples. Oder Sie haben Kant widerlegt und gesagt, es ist nicht der banalste aller Sinne, es ist eigentlich einer der wichtigsten. Jetzt haben wir so ein Beispiel und Sie haben einen schönen Essay einmal geschrieben über Schokolade. Also wie kann man anhand von Schokolade diese Komplexität auftun, was da alles drinsteckt? Und Sie dürfen ruhig eine nehmen. Ja, also ich glaube, der Hauptpunkt ist natürlich, dass wir in der Schokolade den Zucker drin haben. Und Zucker ist eben etwas, wo wir Menschen rein von der Evolutionsseite her brauchen. Also es ist sogar so, dass wir unsere Zuckerempfindungen in den Lebensjahren verändern. Die ersten 4, 5, 6 Lebensjahre wissen wir, dass unsere Zuckersensoren im Mund zum Beispiel gar nicht so besonders stark ansprechen, sodass wir möglichst viel Zucker bekommen, möglichst viel Zucker nehmen, damit wir da diesen ganzen Zuckerbedarf für das Wachstum kriegen. Bitterrezeptoren ist umgekehrt zum Beispiel. Die sind wahnsinnig empfindlich in der Jugend. Darum mögen wir in den ersten Jahren nichts, was bitter ist. Darum mögen wir keinen Kaffee und Spinat und all diese Dinge ja nicht. Also insofern hat Schokolade natürlich sehr viel Zucker, damit geht es schon an. Aber es sind eben auch Inhaltsstoffe, die Phenylethylamin ist zum Beispiel ein Stoff, der eben bei Verliebten auch freigesetzt wird, wenn man verliebt ist im Blut. Der wird über die Schokolade mit aufgenommen. Ja. Und wir wissen natürlich, dass wenn ich eben Schokolade wirklich liebe, ja, diesen Süße und den Zucker, dass dann eben auch mein Glücksgefühl steigt. Also man kann zeigen, dass beim Schokoladeessen das Belohnungszentrum im Gehirn reagiert. Und wenn das reagiert, dann schüttet das Belohnungszentrum Hormone aus, vor allem Serotonin, aber auch Oxytocin. Oxytocin ist das Hormon, das Kuschelhormon. Das wird immer dann ausgeschüttet, wenn Mütter ihre Kinder im Arm haben und so etwas. Oder wenn Verliebte sich im Arm haben. Das heißt, also man kann wirklich zeigen, dass mit Schokoladeessen eine ganze komplexe Verhaltenskodex hervorgebracht wird und damit natürlich auch uns wirklich, glaube ich, aus vielen molekularen und physiologischen Sicht tatsächlich Glücklichkeitsgefühl entsteht. Aber das haben Sie wahrscheinlich auch. Schokolade macht glücklich. Ja, das macht glücklich. Aber andere macht natürlich lieber Wein glücklich oder andere Dinge. Also es ist nicht so, dass Schokolade ist natürlich vor allem der Zucker, der glücklich macht. Dann könnte man es auch mit anderen Produkten nehmen. Ja. Darum ist ja in vielen Produkten so viel Zucker drin. Ja. Also Ketchup ist irgendwie 20% Zucker und alles, was wir so üblicherweise, was Kinder und Erwachsene lieben, hat eben sehr viel Zucker. Ja. Wenn wir die Menschheitsgeschichte noch einmal irgendwie bemühen werden und sagen, jetzt, was uns als Menschen ausmacht, ist ja einerseits, dass wir Allesfresser sind. Ist es wirklich das oder ist es, dass wir Feinschmecker sind, dass wir eben genau quasi unsere Triebe dermaßen verfeinern können, dass es eine Kulturleistung wird, die Nahrungsaufnahme? Also auf jeden Fall eine Kulturleistung, auch das Kochen. Also ich muss immer wieder sagen, ich bin ja auch Präsident der Akademie der Wissenschaften in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen und
Ich versuche immer, und wir sind die einzige Akademie der Wissenschaften in Deutschland, die auch die Künste unter einem Dach hat. Also wir sind die Akademie der Wissenschaften und der Künste. Das heißt, wir haben die ganzen Maler, die berühmten Maler und die Bildhauer und die Musiker. Und ich ärgere mich immer, weil ich meine Kollegen nicht überzeugen kann, dass eigentlich auch Köche und Parfümeure da reingehören. Denn ich glaube, dass wenn jemand ein Parfum kreiert, der hat 5.000 oder 10.000 verschiedene Duftstoffe zur Verfügung und macht daraus eine Komposition, die noch nie eine Menschennase vorher gerochen hat, die einfach fantastisch ist. Oder wie Sie gerade beschrieben haben, dass man ein Essen kreiert, das Dinge zusammenstellt, wo einfach beim anderen Menschen irgendwie Explosion erfolgt. Es ist noch nie in dieser Weise einem anderen Menschen gelungen, so etwas zu machen. Ist es für mich genauso ein Künstler und ein Kunstwerk, wie wenn ich ein Bild male oder eine Symphonie komponiere. Und es ist wirklich schade, dass wir das nicht uns mehr bewusst machen, welche Kunst, nicht nur Esskultur, sondern auch ein Kochkunst existiert. Die eben ja, das Food Pairing, das ist ein wichtiges Thema, was mich sehr stark prägt in den letzten Jahren. Man versucht, sich zu überleben, was passt zusammen. Und es gibt dort natürlich auch das Erwiesene, was zusammenpasst und was nicht. Aber schlussendlich geht das auch ganz einfach. Ein Beispiel, saisonal einkaufen und versucht doch nun mal, alles, was die gleiche Farbe hat, miteinander zu kombinieren. Und man merkt plötzlich, kann das sein? Und dann merkt man plötzlich, Erbse und Minze kennt man ja, ist ja nichts Neues. Aber man merkt, dass zum Beispiel auch im Dessertbereich Avocado mit Kiwi und Dill plötzlich ganz was Interessantes ist. Und obendrauf Avocado, Kiwi und Dill. Und obendrauf noch ein bisschen Pistazie. Okay. Zum Beispiel. Ja. Und da merkt man plötzlich, die Kombination Dill, Kiwi, Avocado, geht das? Wenn man es probiert, merkt man plötzlich, man hat irgendwie was im Mund, was man noch nicht so im süßen Zustand gegessen hat, aber total überrascht. Und das sind so die Aha-Effekte, die Überraschungseffekte, wo in der Sterneküche, finde ich, ein Muss ist. Jetzt, ich kann mir vorstellen, das, was Sie gesagt haben über die Akademie der Wissenschaften, wenn man sagt, es gibt natürlich vielleicht auch eine philosophisch tradierte Distanz gegenüber dem Essen. Und also seit Platon, und Sie haben das aufgezählt, also man traut dieser Domäne nicht wirklich. Es gibt Harald Lemke, der deutsche Autor, der sich als Gastrosoph bezeichnet, oder? Und er sagt, es gibt zu wenig in der Geschichte Gastrosophen. Ein paar wenige gibt es. Er beruft sich auf Nietzsche und erzählt dann quasi, und das wäre unser Beispiel hier, dass die Wahrheit auch so eine Art von Food Pairing sei. Also die Wahrheit ist eher eine Wurst als ein Filet. Würden Sie das auch so beschreiben? Ja, weil die Wurst hat erstens mal zwei Enden. Das heißt, es ist irgendwie so. das ist sicher mal wichtig. Aber schlussendlich auch, was da reinkommt. Weil wenn man selber Wurst macht, erst dann merkt man, es muss nicht wie eine Servala sein, wo ein Drittel Wasser ist, ein Drittel Fett und ein Drittel Fleischabschnitte. Das muss nicht sein. Aber wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, merkt man, es braucht Gewürze, es braucht die sogenannten Geschmäcker, Salz, Zucker, wo Sie gesagt haben, das Umami, es braucht Fett, Transportmittel für den Geschmack und dementsprechend das richtige Verhältnis vom Fleisch, dass die Wurst auch im Mund dementsprechend entweder vergeht, harmoniert oder dann wirklich fressig ist und du willst noch mehr essen und das Suchtvergnügen dann, dass du das ganze Chipolata oder die ganze Salsitz nachher gerade in einen Mann nimmst. Und das ist wirklich eine Wissenschaft. So und es gibt eine Haut, eine Hülle, die das Ganze zusammenstellt. Ja. Jetzt Kunst, das wäre dann das Zweite gewesen, was mich interessiert. Fühlen Sie sich als Künstler? Es kommt darauf an. Wenn ich Essen kreiere, ja. Wenn ich Esse produziere als Dienstleister und wenn ich schaue, dass alles funktioniert und der Gast bereit ist, so viel Geld auszugeben als Unternehmer. Aber im Inneren muss man schon kreativ und künstlerisch sein, für das man das Essen mit Begabung kreieren kann, dass der Gast sagt, sowas ist wirklich interessant, gut, speziell und habe ich noch nie gegessen. Jetzt Kunst. Also seit der Avantgarde im 19. Jahrhundert hat immer auch etwas mit Radikalität zu tun, oder? Wenn man sagt, wie weit treibt man etwas? Es gibt die neue nordische Küche, wo man, ich weiß nicht, Steine und Moos mit einbaut. Und wo ist für Sie eine Art von Grenze, wo die Nahrungsaufnahme zurückgeht und
irgendetwas sich verselbstständigt. Also ich denke, Künstler, ich möchte das schon noch klarstellen, ich bin nicht ein Künstler, weil ein Künstler ist im Food-Bereich jemand, der seinen Weg noch nicht gefunden hat. Das heißt, so nach dem Motto, wenn was nicht gut ist, dann mache ich ein bisschen Soße darüber und dann muss es so sein. Das ist wie bei der Kunst, wenn ich jetzt ein Bild mache, ich bin ein bisschen jähzonig, ich mache das jetzt rot oder gelb und dann kann ich das verkaufen, wenn ich einen Namen habe, aber das stimmt für mich so. Und beim Essen ist es nicht so. Es muss ja für die Gesellschaft noch nachvollziehbar sein, was ich da kreiert habe. Und deswegen ist es für mich schon noch wichtig, dass man sich nicht in einem Trend verirrt und da plötzlich dann ausstirbt. Da gibt es ja auch viele, weil man zu viel Aufwand an den Tag bringen muss, für das Gericht so ist, wie man denkt. Aber der Gast ist dann nicht zufrieden und ist nicht bereit, das zu bezahlen. Also man muss schon versuchen, zurück zur Wurzel, back to the fruits, das richtige Produkt in den Vordergrund zu stellen. Das ist wie bei einem Krimi, beim James Bond. Das richtige Produkt, für das bezahle ich Geld. Das ist der Bond. Und dann habe ich die Liebhaberin, dann habe ich der Bösewicht und dann vielleicht noch das Auto, was ein bisschen Marketing macht. Oder? Und das zusammen muss in den richtigen Verhältnissen sein, dass der Gast das bezahlt, was er will und das auch essen kann. Der und nicht nur einmal. Bösewicht wäre jetzt das der Gastrokritiker. Weiter. Nein, also der Gastrokritiker. Ich habe das Vergnügen, dass sie regelmäßig kommen und auch das Vergnügen, dass ich sie zum Glück nicht kenne. Weil ich bin nicht immer einig mit den Gastrokritiker. Aber man erkennt sie doch, nehme ich an. Nein, ich denke, bei Michelin ist es so, sie reservieren meistens zu zweit und kommen alleine. Das ist vielleicht auch aus kostentechnischen Gründen so. Dort könnte man annehmen, wenn sie noch Deutsch sprechen, obwohl auch das ist mittlerweile international, das könnte vielleicht ein Tester sein. Aber es gibt die Tester, die dann sich bemerkbar machen nach dem Essen und sagen, du, wir haben getestet, stellen noch ein paar Fragen und dann ist so. Das sind meistens die Profis. Das sind die, die selber wirklich draus kommen, was da gegessen wird. Und dann gibt es viele Leute, die ins Restaurant kommen, auch Blogger, die eigentlich keine Ahnung haben, was sie gegessen haben und dann auch noch lange fragen, du, was war jetzt das genau, wie hast du jetzt das gemacht und übrigens, welches Gemüse war jetzt das? Und das liest man dann 1 zu 1 im Bericht. Da muss ich sagen, da fehlt manchmal vielleicht ein bisschen der professionelle Hintergrund. Für mich muss ein Gastrokritiker nicht in erster Linie Journalist sein, sondern food-affin und zwar auch beessen. Aber es ist etwas, was man lernen kann. Oder? Es ist etwas, was man lernen muss. Ja? Also das ist etwas, was man tatsächlich trainieren kann, üben kann. Nicht jeder hat wahrscheinlich dann am Schluss die gleiche Perfektion, um das am Ende auch in der höchsten Ausprägung zu lernen und zu verstehen und zu riechen. Aber es ist vollkommen klar, dass es natürlich eine reine Übungsgeschichte ist. Also wir haben insgesamt 350 verschiedene Zelltypen in der Nase. Und aus denen produziert jedes Gericht ein bestimmtes Aktivierungsmuster. Also mit einer Wurst werden irgendwie 50 dieser Zelltypen aktiviert und die muss ich jetzt mal auswendig lernen, dass das eine Salami ist. Ja? Und wenn ich jetzt eine andere Servelat esse, dann werden vielleicht auch irgendwie 50 Zelltypen ein bisschen andere aktivieren. Die muss ich alle auswendig lernen. Ich sage immer, das Riechalphabet hat 350 Buchstaben und die Duftwörter sind bis zu 100 Buchstaben lang. Ja? Und die muss ich in meinem Kopf auswendig lernen, um eben auch zwei Weine, jetzt einen Traminer von einem Veltliner unterscheiden zu können. Da muss ich wirklich mindestens 80 dieser Buchstaben lernen. Und die überlappen sich zum Teil, aber jede Weinsorte hat eben wieder andere. Und deswegen ist das eine Übungssache. Und ich glaube, viele lernen das auch nie. Und da sind vielleicht auch Gastrokritiker dabei, die das nie lernen. Und das ist halt das große Problem. Und darum würde ich auch jedem Laien sagen, er soll sich nicht darum kümmern, wenn irgendein Sommelier ihm erzählt, ob er da jetzt diese Pflaume oder diese Brombeere schmeckt und im Abgang noch irgendeine Himbeere. Er soll es vergessen, wenn ihm der Wein schmeckt, ist das Wichtigste und nicht, ob er jetzt jede dieser Nuancen herausschmeckt oder einen nepalesischen Wildpfirsich. Aber das heißt, wenn der Chef de Service das Licht ausdrehen würde mitten am Abend, dass das völlig etwas anderes ergäbe, als Blindverkostung ist mit das Schlimmste, was man einem Weinsommelier antun kann. Also es wurden sogar die 10 bekanntesten Sommeliers in Paris erstmal blind verkostet. Die konnten nicht mal einen Weiß von einem Rotwein unterscheiden, wenn es eine ähnliche Sorte ist. Ja. Und da werden Sie mit Ihrer Forschung dazu beitragen, dass man das auch in Zukunft nicht kann? Nein, das hat damit, also es ist nur einfach viel zu schwierig. Also ich glaube, man braucht viel mehr Informationen, um eben einen bestimmten Wein jetzt zum Beispiel zu erkennen, als nur, dass man jetzt ein Glas hat in Blindverkostung. Ich muss ihn schon in einer Schublade irgendwo in meinem Gehirn erstmal einen Hinweis kriegen, soll ich jetzt in der Riesling-Schublade schauen oder zumindest mal die Gegend kennen, denn sonst habe ich einfach so viele
Eindrücke, wo ich gar nicht rausbringen kann. Und darum ist Ja, viel und man sagte, dass Essen ja oder auch Kochen ein Spitzensport ist. Nur wenn das so Genau. wäre, dann wären ja die Punktevergaben ganz klar, weil da sieht man die Zeit man das 1, messen. 3, 76. Das Problem ist, es bleibt und ist halt immer auch noch ein bisschen ein Stück Emotion dahinter. Das ist ja sehr schön. Gott sei Dank, Darf ich ja. Sie zum Schluss des Gesprächs ganz kurz fragen, ein Gastrotipp von Ihnen, Herr Adam? In welcher Hinsicht Gastrotipp? Gastrotipp, wo essen, was essen, warum? Das ist schwierig, aber wo ich am liebsten hingehe auf den Markt. Also wenn es die Möglichkeit gibt, dort wo man ist, wo es einen Markt hat und die Hoffnung besteht, dass jemand von diesem Markt sein Produkt noch zubereitet, auch ganz einfach als Gassenküche, dann unbedingt dort essen, weil so frisch und so ehrlich kriegt man das nicht. Wunderbar. Herr Hatt? Ich kann nur sagen, Geschmack lässt sich nicht quantifizieren, lässt sich auch nicht im Preis ausdrücken. Und es heißt auch nicht, dass die teuersten Gerichte die besten sind, sondern meine Mutter machte die besten Kässpätzle dieser Welt. Das war nichts als Mehl, Wasser und ein bisschen Käse dazu und Salz. Und ich kann nur jedem sagen, also wer so eine Kombination hat, die er einfach gerne isst, da soll er dabei bleiben und soll möglichst schauen, dass es eben die Produkte aus der Gegend sind. Und damit tut er sich, glaube ich, den größten Gefallen, auch wenn er nicht das alles drumherum nicht jeden Tag haben muss. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Auch nächste Woche geht es hier um ein Thema, das uns alle angeht, nämlich um Ängste. Meine Kollegin Barbara Bleisch spricht mit dem renommierten Psychiater und Angstforscher Borwin Bandelot über unsere ängstliche Gesellschaft, über die Angst vor dem Versagen, vor dem Leben und vor dem Unbekannten. Das sollten Sie nicht verpassen.